Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Hoffen, alles klar bei euch. Das ist ein Gameplay, das schon ein bisschen älter ist, aber wegen dem überhaupt nicht schlechter, weil wir schauen jetzt hier im All-Star zu, der richtig schön durchdreht. Und ihr seht, goldige, schnittige ACR mit dem Schalldämpfer. Und er arbeitet sich dort eigentlich vom B gerade zum C führen. Und hat dann gedacht, ja, die Siechen sind dort alle immer über das Brückli am Spienzeln von hinten. Gehen wir auf der Seite durch. Währenddessen hat aber das Team schon das B rein, also von dem her tiptop gelaufen. Er ist jetzt auf der Suche nach Gegner. Hier vorne ziehen sie schön durch. Und auch hier schnell geschaut, ob der hinten dran einer kommt. Und ja, sie spawnen hier schön. Ein bisschen Schwenken, tiptop gemacht. Und wie man jetzt hier sieht, zieht jetzt eigentlich das eigene Team schön rausgeholt aufs C. Und von dem her kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Gegner jetzt entweder beim A wird spawnen vielleicht, dort oben runterkommt. Aber dort hinten, ja, hat schon schnell der ein oder andere vom Team abkassiert. Darum ist er jetzt hier, ein bisschen zu lang am Chillen gewesen. Aber der Heli hat mir auf jeden Fall gerade den Reaper gebracht. Und das ist natürlich auch eine Taktik, die man verfolgen kann, dass man versucht, dass einem Killstreaks eigentlich die nötigen Kills bringen, um zum nächsten höheren zu kommen. Auf der anderen Seite befindet man sich gegebenenfalls gerade in einer guten Situation, um selber noch ein paar Kills zu machen. Das ist eigentlich immer abhängig von der Situation, logischerweise. Beim Reaper sieht der Junge rechts eigentlich die möglichen Schüsse. Er hat es schon mal geschafft, alle durchzubringen, bevor das Teil ist weg war. Und mir hat es immer gedacht, ja, eigentlich schafft man es fast gar nicht. Ich meine, er ist jetzt nicht einmal abgeschossen worden und hat nicht alle Schüsse durchbringen können. Würde mich mal interessieren, ob das jemand geschafft hat, wie man das schaffen kann. Man müsste eigentlich immer den kürzesten Weg wählen für die Raketen und das ist nicht immer der für zum Gegner natürlich. Und ja, zurück zum Spiel. Ihr seht, mittlerweile hat sich die Position recht verschoben. Der Gegner hat das Alpha eingenommen. Und er zieht jetzt auch wieder hier eigentlich nicht den Direktweg, sondern versucht zu flankieren, was auf jeden Fall immer lohnenswert ist, auch wenn man vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber abhängig vom Spiel kann man sich das erlauben und sie sind sowieso am Führen. Von dem her ist es auch gar nicht stressig, jetzt möglichst schnell zum A zu kommen. Leider ist jetzt mittlerweile auch das C weg. Aber das Team jetzt durch All-Star sicher vertreten. Wir sehen jetzt noch gerade Toxic, hat es A schon wieder eingenommen und das C ist auch gerade eingenommen worden. Also komplette Dominierung, was natürlich ein schöner ist. Ihr seht, Marksman ist richtig schön am Arbeiten. Er hat in dem Fall Hardline drin, Deep-Top. Und ja, wenn man es dominiert, das Spiel, ist es halt immer ein bisschen leid, dass man nicht genau weiss, wo die Gegner spawnen. Und was hier helfen kann, ist eigentlich die Positionierung vom eigenen Team. Weil dort, wo das eigene Team ist, wird der Gegner gegebenenfalls nicht unbedingt spawnen. Aber es kann auch sein, dass eigentlich der Domination-Punkt, wo der Gegner als letztes besessen hat, dass sie dort konstant weiter spawnen. Also es geht halt immer ein bisschen darum, auszuprobieren, zu kommunizieren. Und gerade wenn man als Team spielt, kann man ja eigentlich relativ schön die sogenannten Callouts machen, wie man sie auf Englisch nennt. Und eigentlich durchgehen, wo sich Gegner befinden, wo sich die Spawns befinden. Und der All-Star hat sich hier jetzt gerade einen schönen Osprey Gunner hergebratscht mit dem Reaper. Natürlich immer einen schönen. Und ja, das Geile ist, das gegnerische Team schießt jetzt zwar, glaube ich, auf ihn, aber sie haben es jetzt doch lang versäumt. Ja, also ja, den hätte er schon wieder durchziehen können, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt die Positionierung von dem immer gut überlegen, weil man muss sich bewusst sein, man kann nicht gerade am Boden schießen. Und man muss aber auch gleichzeitig näher gut Päckchen verteilen, damit das Kollegen es auch erreichen können. Naja, hier ist leider aus dem Dunkeln abkassiert worden. Keine Ahnung, dass ich schießt an, dass der Tom etwas fliegt. Dass er seine Osprey nicht rauflassen kann.
Aber ja, auch anderen soll es vergönnt sein, dass sie ein bisschen durchdrehen können, würde ich sagen. Ihr seht, der Gegner ist beim C. Von dem her werden sie vermutlich von dort kommen. Der hat sich dort schön am Boden platziert. Es sind aber schwierige Ziele, muss ich sagen, wenn sie so am Boden liegen. Also gut, der Osprey ist unterwegs. Sieht man immer die wunderschöne Map, noch ein bisschen die Aussenbereiche. Und ja, er macht es genau richtig. Da kann man einfach losfeizen. Weil, ja, es zielt ziemlich gut auf Gegner. Und ja, wer jetzt nicht unbedingt Blind Eye drin hat, sollte eigentlich am gescheitsten schon in ein Gebäude verschwinden. Aber auch mit Blind Eye, ich meine, durch das, dass man eigentlich konstant schießen kann, ohne irgendwelche Wartezeiten, ja, trifft man auch die vielleicht mit Blind Eye rumsäckeln. Der kann hier wunderschön abkassieren. Der hier nicht getroffen werden kann, hockt natürlich drinnen. Immer wieder ein beliebter Camperspot, aber hier natürlich auch geschützt. Hier wird noch ein bisschen drüber gelassen, was der Osprey da runtergelassen. Ich finde das eben schon noch schön. Weil wenn jetzt wie hier in diesem Spiel der Gegner einfach wirklich zu blöd ist, um das Zeug aus dem Himmel zu holen, kann man wunderschön durchdrehen mit dem und gleichzeitig unterstützen wir noch ein bisschen das Team mit den Päckchen, die man runterlässt. Also was will man mehr? Ich meine, das ist perfekt. Und er hat jetzt schön Gas geben. Zieht gerade immer schön weiter, gerade zum B, dort einen abkassiert. Und ihr seht, Scheiße, das ist leid gelaufen. Da wäre gescheiter ein bisschen Steady Aim Style, halt ohne grosses Zielen drauf los. Aber ja, man muss immer Entscheidungen treffen und alle sind es die richtigen und zum Teil sind es halt auch die falschen, die dazu führen, dass man halt den Zweikampf verliert. Nichtsdestotrotz weiterziehen, würde ich sagen. Der All-Star ist eigentlich mehr der das gegnerische Team wegdrückt, sei jetzt das mit dem Vorrücken oder eben mit den Killstreaks, die er hatte. Die anderen kümmern sich mehr darum, eigentlich die Objekte einzunehmen, Punkte einzunehmen und das ist perfekt, weil es ist wichtig, dass so eine Rollenverteilung besteht, weil es macht keinen Sinn, wenn alle das Gleiche machen. Klar, wenn ständig eine Sechsergruppe umzieht und immer wieder Flaggen einnimmt, dann mag das überraschend wirken, aber wenn dann das gegnerische Team auf das reagiert, hat man dann nicht mehr grosse Chancen, dann vielleicht wieder um das Game zu kehren, um noch zu gewinnen. Darum macht es eigentlich mehr Sinn, wenn man eine Aufteilung macht und vielleicht nimmt man 4, die sich um die Flaggen kümmern und 2, die einfach primär ein bisschen drücken. Und das muss dann nicht unbedingt heissen, dass man nur das eine oder das andere macht, aber dass man sich einfach seiner Primärfunktion bewusst ist. Und dann funktioniert das wunderbar. Ich meine, da können die ein bisschen um die Flaggen sich kümmern, zusammen kommunizieren, diese 2 können ein bisschen und im Team bekommen wir gleichzeitig auch mit, was etwa gut. Darum ein weiterer wichtiger Punkt, es ist sicher lustig, darüber zu texten, was wir gestern im Fernsehen gesehen oder was im Kino ist gekommen oder whatever. Aber man muss sich auch immer bewusst sein, dass, keine Ahnung, Texte während dem Zocken kann zum Teil auch ein bisschen verwirren, weil die Konzentration nicht unbedingt auf dem Spiel liegt, weil man sich auch am Gespräch beteiligen will. Und klar gibt es die mit dem keinen Stress haben, aber auf der anderen Seite ist es sinnvoller, wenn man einfach zu diesen Zeitpunkten eigentlich quatscht, wo man auch etwas über das Spiel kann erzählen kann. Und so eben Informationen im Team kann weitergeben, wo sich Gegner befinden, wo sie spawnen und so weiter. Ich denke, der All-Star hat hier ein richtig fettes Game hergelegt und hoffe, dass ihr auch etwas dazu lernen in Bezug auf Teamvorgehen. Wäre noch interessant, das wegen dem Reaper, ob das wirklich schon mal jemand geschafft hat, alle Schüsse durchzulassen. Geben wir Bescheid, merci und schönen zusammen.